Servus bei daheim in Bayern. Alles Gute, Kathi, zur 100. Dankeschön! Ja, kaum zu glauben, aber wahr, heute ist die 100. Folge von daheim in Bayern. Und wie sie sich gehört, natürlich mit einer gescheiten Musik, und zwar der Philipp Mochinger Blaskapellen. Grüß euch! Servus. Ja, eigentlich haben wir in Lansing auch eine Blaskapelle, aber die hat halt leider keine Zeit mehr gehabt, aber die Philipp Mochinger, das spielen eh besser. Und außerdem muss ich mir dann das Gewahr von Bamberger nicht anhören. Echt bayerische Blasmusik oder Blechmusik, wie sagt man jetzt da richtig? Blasmusik. Sauber, Blasmusik, genau. Und die gehört zu Bayern wie Brezen und der Biergarten. Obwohl, Blasmusik, die gibt es ja mittlerweile schon wirklich auf der ganzen Welt. Die Blasmusik hat in Bayern schon eine ewig lange Tradition. Blaskapellen, die hat es auch schon im 18. Jahrhundert auf die Dörfer gegeben. Und vor allem, wenn Festeln anstehen, da ist die Blasmusik immer dabei. Wo spielt sie am liebsten? Ja, zum Beispiel auf einem Dorffest oder wenn es irgendwo was zum Marschieren gibt. Oder wo halt Leute im Biergarten sitzen, grübige Stimmung ist und wir eine schöne Musik machen können. Ja, marschieren ist schon mal ein gutes Stichwort. Wer bringt jetzt eigentlich das zusammen, dass ihr marschiert, aber nicht zusammenrennt, wenn ihr jetzt spielen müsst? Ja, da gehört schon auch ein bisschen Übung dazu. Aber da hilft auch wieder die Musik, wie bei allem, wie beim Tanzen auch. Eine gescheite Musik oder einen gescheiten Rhythmus und da kann man schön drauf laufen und dann muss man halt bloß schauen, dass man dem Vordermann nicht drauf latscht. Aha. Sonst geht's schon. Ja, und was macht jetzt einen echt bayerischen Blasmusik-Sound aus? Also welche Instrumente kennen dazu? Ich habe mir ja sagen lassen, Klarinetten und Trompeten, die bringen ein bisschen mehr Schwung rein. Die kennen auf jeden Fall mal schon dazu und im Großen und Ganzen ist die Kombination aus den ganzen Instrumenten. Hohe Klarinetten, ein paar tiefere Klarinetten, Trompeten natürlich dazu, wie du gesagt hast, ein weiches Flügelhorn für die Mittelstimmen und ein Tuba für den Bass, dass wir eine gescheite Grundlage haben. Und was halt sonst noch dazu gehört, Bariton, Tenorhorn und dann natürlich große Trommel, Becken und kleine Trommel. Gescheiten Rhythmus und dann hat man eine wunderbare Blasmusik. Mein Lieblingsinstrument ist ja das da, das größte und schwarze, habe ich mir ausgesucht. Gell? Das ist genauso groß wie du. Das ist nicht viel 1,58. Wow. Was ist jetzt eigentlich der tiefste Ton, den du zusammenbringst? Das ist das Kontra F, aber das ist ziemlich schwierig. Heilige Maria. Ganz einfach. Probier. Wo darf ich da hinlangen? Egal, du kannst nichts falsch machen. Das ist ja echt der Hammer. Üben. Ja, ich muss ein bisschen üben, aber wie lange übst jetzt du schon, dass du das so kannst? Ja, das dauert schon eine Zeit. So 5 bis 10 Jahre, bis man es gescheit kann, braucht man mindestens. Nicht schlecht. Ja, aber sagt mal, habt ihr irgendein Lied, wo ich auch mitspielen kann, aber nicht mit der Tuba, weil das halt nicht hier. Ja, bei der großen Trommel könnten wir es probieren. Oh ja. Rhythmusgefühl hast du ja, das haben wir beim Tanzen schon gesehen. Also kannst du mal bei der großen Trommel ein bisschen... Dann marschiere ich jetzt einmal dahinter, oder? Ha? Komm ich da durch, ja? Servus bei daheim in Bayern. Alles Gute, Kathi, zur 100. Dankeschön! Ja, kaum zu glauben, aber wahr, heute ist die 100. Folge von daheim in Bayern. Und wie sie sich gehört, natürlich mit einer gescheiten Musik, und zwar der Philipp Mochinger Blaskapellen. Grüß euch! Servus. Ja, eigentlich haben wir in Lansing auch eine Blaskapelle, aber die hat halt leider keine Zeit mehr gehabt, aber die Philipp Mochinger, das spielen eh besser. Und außerdem muss ich mir dann das Gewahr von Bamberger nicht anhören. Echt bayerische Blasmusik oder Blechmusik, wie sagt man jetzt da richtig? Blasmusik. Sauber, Blasmusik, genau. Und die gehört zu Bayern wie Brezen und der Biergarten. Obwohl, Blasmusik, die gibt es ja mittlerweile schon wirklich auf der ganzen Welt.
Die Blasmusik hat in Bayern schon eine ewig lange Tradition. Blaskapellen, die hat es auch schon im 18. Jahrhundert auf die Dörfer gegeben. Und vor allem, wenn Festeln anstehen, da ist